Dritter Gesang. Arjuna hat gesagt: Wenn's die Einsicht höher stellst als das Tun, Janardana, wieso treibst mit so fürchterlichen Tat an, o Keshava? Wenn's zweideutig mit mir redst, verwirrst mir den Verstand. Sag mir ganz genau, wie ich zum Seelenheil komm. Der Ehrwürdige hat gesagt: 2 Standpunkte habe ich dir, reinem Menschen, verkündet. Die Erkenntnis von den Denkenden und den Andachtsdienst von den Frommen. Nicht durch die Vermeidungen von Handlungen wird man von den Reaktionen davon befreit, nur durch die weltlichen Entsagungen gelangt man zur Vollendung. Nie kann man frei von Handlungen auch nur für einen Augenblick lang sein. Jedem seine eigene Neigung in der Welt zwingt ihm irgendwas zu tun. Wer seine Sinn und Handlungen zurückhält, aber in Gedanken nur bei den sinnlichen Dingen ist, der betrügt sich selber. Wer handelt und seine Sinn durch seinen Geist bezwungen hat und nicht an die Handlungen hängt, der steht hoch. Führ aus die notwendige Tat, weil etwas zu tun ist besser als nichts zu tun. Allein um einen Körper zu erhalten, kannst du schon nicht nichts tun. Außer der Tat, die als Opfertat dargebracht wird, sind alle anderen Handlungen ein Fessel. Deshalb sollst du jede Tat vollbringen, ohne dran zu hängen. Einst hat der Prajapati, wie er die Opfergaben und die Menschen geschaffen hat, gesagt: Durch das soll's ihr wohlgedeihen, das soll für euch die Wunschkur sein. Dienst damit die Götter sollen euch dienen. Euch gegenseitig erhaltend sollt ihr das höchste Glück finden. Die Götter, denen ihr Opfer bringt, werden euch Wünsche erfüllen. Aber wer die Erfüllung von seinen Wünschen genießt, ohne die Götter zu opfern, ist ein Dieb. Von allen Sünden wird frei, wer nur zuvor geopferte Nahrung isst. Wer bloß für einen eigenen Genuss kocht, kocht sie nur eine Sünde. Durch die Nahrung leben alle Wesen. Die Nahrung wächst durch den Regen. Durch die Opfergabe kommt der Regen. Die Opfergabe ist dem Mensch seine Tat. Das Tun stammt vom höchsten Gott, aus dem ewigen Sein. Deshalb ist der Gott immer im Opfer vorhanden. Wer den Zyklus nicht aufrechterhält und stattdessen lieber das sinnlichen Ding verfolgt, der lebt vergeblich, Sohn von der Brita. Aber für einen, der sich an sich selber erfreut und durch sich selber zufrieden ist, der in sich selbst allein glücklich ist, der Mensch ist von allen Handlungen erlöst. Solcher Mensch hat's nicht nötig, dass etwas geschieht oder nicht geschieht, noch braucht er irgendein anderes Wesen aus irgendeinem Grund. Deshalb führ aus deine Pflichten, ohne an dem Ergebnis je zu hängen. Wer handelt ohne Abhängigkeit zur Welt, der Mensch erreicht das höchste Ziel. Durch solche Handlungen ist der Janaka und seine andere zur Vollkommenheit gelangt. Auch um alle Ordnung in der Menschenwelt aufrechtzuerhalten, musst du handeln. Was immer einer von den besten Menschen tut, das tun die anderen Menschen auch. Was er als Beispiel setzt, dem folgt die Menschheit nach. In den 3 Welten gibt's keine Handlung, die ich ausführen muss, o Sohn von der Brita. Es gibt nichts, was ich erreichen muss. Mir fällt's an nix. Trotzdem rühre ich mich immerfort im Tun. Wenn ich mich nicht immerfort in mein Tun bewegen tat, was tat geschehen? Wodurch alle Menschen meine Pfad folgen. Wenn ich nicht immer handeln tät, ginge die ganze Welt zugrund. Ein Chaos tät ich schaffen und alle Wesen umbringen. Die Narren nur hängen an die Handlungen, die was sie ausführen, o Bharata. Die Weisen tun sie ohne dran hängen, nur um der Menschheit zum Wohl. Der Weise soll die Unwissenden, die was am Ergebnis von ihren Taten hängen, nicht ihr machen. Gern führt der Weise jede Handlung andächtig aus. Alle Handlungen entstehen durch die Eigenschaften der Natur. Wer durch seine eigene Illusion in der Welt verwirrt ist, glaubt er selber ist der Grund für die Handlungen. Wer den Unterschied von den Kräften und den Handlungen in der Wahrheit des ewigen Geistes kennt, der hängt nimmer fest an die Taten. Der Unwissende, der in Illusion lebt, durch das Spiel der Kräfte, der hängt an dem Ergebnis von seinen Handlungen fest. Er ist schwach und kennt nicht die ewige Wahrheit. Einer, der sie kennt, lässt den Unwissenden in Ruhe.
Deshalb lad auf mich all deine Handlungen. Denk nur an den höchsten Geist. Begehr nix und erwart nix. Kämpf frei von allem Schmerz. Die Menschen, die was mein Wort folgen, die gläubig sind und nicht böse sind, befreien sie durch ihre Handlungen selbst. Die, was aber aus Bosheit nicht mein Wort folgen, in ihrer Einsicht ganz verwirrt, die Narren, die gehen's Grund. Ein weiser Mensch tut genau das, was seine eigene Natur ist. Die Wesen handeln nach der Natur. Was soll ihr Zwang da bewirken? An jedem Ding hängt eine Zuwendung oder eine Abneigung fest. Man soll denen keine Macht geben. Sie sind die Gegenspieler vom weisen Mensch. Die eigene Pflicht ausführen ist das Wichtigste. Und selbst wenn sie den Tod bringen darf. Auch wenn's der fremde Pflicht noch so gut ausführst, sie bringt dir doch nur eine Gefahr. Der Arjuna hat gesagt, was bringt ein Mensch dazu, eine sündige Tat zu tun, als ob ihm irgendeine Macht antreibt und er selber es gar nicht will? Der Ehrwürdige hat gesagt, das ist die Gier, das ist der Zorn, der aus der Leidenschaft entsteht. Das ist der Böse, der an verschlingt, das ist der Feind. Wie das Feuer vom Rauch verhüllt und der Spiegel durch den Schmutz, wie der Embryo durch den Leib der Mutter verhüllt wird, so ist von dem die Welt verhüllt. Die Einsicht ist von dem verhüllt, der ewige Feind von den Weisen ist. Von ihm, dem großen Feind, dem Feuer, das was unersättlich ist. Der Sinn, der innere Sinn, der Verstand, die sind sein Lebensraum. Durch sie verwirrt er den Menschen und verhüllt vor ihm die Einsicht. Edler Bharata, deshalb bezwing von Anfang an den Sinn. Gib auf das Böse, es zerstört die Erkenntnis und Erfahrung. Die Sinn sind mächtig. Mächtiger als sie ist der innere Sinn. Mächtiger als der ist der Verstand. Und viel mächtiger noch ist das ewige Selbst. Starker Arjuna, wenn's die Macht des ewigen Selbst erkannt hast, dann stärk durch die Selbst dein Selbst. Bezwing und tät den großen Feind, den, der was schwer zu bezwingen ist.